Ja, herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Pokémon Legenden Arceus in der Zukunft. Ja, wir sind hier im Spiel von Pokémon Strahlende Diamant, Leuchtende Perle. Und mein Podium freut sich auch schon. Der Grund, weshalb ich jetzt wieder das Spiel hier zocke, ist ganz einfach. Es geht um die Manaphy-Quest in Leuchtende... Jetzt muss ich aufpassen. In Pokémon Legenden Arceus. Und zwar ist ja die Frage, wir haben die Quest uns schon ein paar Mal angeguckt, da ist irgendwie die Rede von wegen, ja, du musst irgendwie das Rätsel lösen. Wie kannst du überhaupt das Rätsel entziffern? Klar, man kann es googeln und so weiter und so fort, ist klar. Aber der eigentliche Hinweis dazu findet sich eben in Strahlende Diamant, Leuchtende Perle. Die ja vom Release-Zeitpunkt her etwa 3 Monate vor Legenden Arceus erschienen. Und zwar müsst ihr eben jetzt halt hier in der Stadt, ganz kurz gucken, wir schon wieder waren auf der Karte. Im Fleetburg müsst ihr halt hier in die Bücherei gehen. Und dann ich gerade eben auch eine Treppe hoch und dann seid ihr hier. Und normalerweise haben wir hier einfach so Regale mit abgenutzten, zerlesenen Büchern, was da so steht. Jetzt aber in den Remakes ist es anders. Das zweite von links hat plötzlich einen anderen Text. Der Titel dieses Buches lautet Die Legende des Meeres, genauso wie die Sidequests in Legenden Arceus. Dieser in altertümlichen Schriftzeichen verfasste Text wurde erst kürzlich entdeckt und entziffert. Willst du darin lesen? Ja, gerne. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein Pokémon im östlichen Meer, das als der Prinz bekannt war. Ein mutiger Mensch bat die Pokémon des Meeres um ein Treffen mit dem Prinzen. Willst du weiterlesen? Ja. Ein Mantiops, ein Bamelin sowie ein Baldurfisch mit langen Stacheln erkannten des Menschen Mut an und begleiteten ihn auf seiner Reise. Gemeinsam bestiegen die 4 ein Boot und stachen zur Dämmerstunde in See, wo sie nach einer Weile die Meerespforte passierten, die sich um dem Wasser erhob. Als der Prinz von der Ankunft des Menschen und seinen Begleiter erfuhr, machte er sich auf, um sie in der kleinen Meeresgrotte zu empfangen. Jo, das sind auch schon alle Hinweise, die wir brauchen für Legenden Arceus. Das heißt, wir brauchen die 3 Pokémon, wir müssen an einer bestimmten Stelle. Und dann erwartet uns der Prinz. Prinz des Meeres ist Manaphy. Und erwartet uns Manaphy halt in der Meeresgrotte. Das heißt, wir gehen kurz rüber zu Legenden Arceus. Bis gleich. Und da sind wir nun also auch in Legenden Arceus. Und dementsprechend haben wir natürlich auch mein Team schon mal zusammengestellt. Denn wir brauchen ja 3 bestimmte Pokémon. Oder ich habe es auch nicht getan. Schön. Das ist natürlich auch eine Option. Doch, ich hatte es eigentlich gemacht, aber offenbar nicht gespeichert. Okay, ich bin gespannt, was da alles gerade futsch gegangen ist. Weil die Idee, das Ganze mal ganz kurz von Strahlende Diamant, Leuchtende Perle aufzunehmen, hatte ich nämlich gerade erst eben, deswegen war ich kurz verwirrt. Aber egal. Ich lege mal noch die 3 hier ab, beziehungsweise die 4. Ansonsten Dark kann mal mitnehmen, weil ich mit dem ja sonst nicht so viel zu tun habe. Dann passt es ja. Könnte theoretisch die noch mitnehmen, aber komm, scheiß drauf. Es geht vor allem um die 3 Pokémon, die wir brauchen. Also, es hieß, ich brauche einen Bamelin, ein Mantiops und... Nein, kein Buschelin, ein Bamelin bitte. Ein Mantiops. Und der kleine Knirps. Und ein Baldurfisch mit langen Stacheln. Naja. Wir wissen ja, in Hisui gab es ja für Baldurfisch eine Hisui-Form. Die hatte aber selber keine langen Stacheln. Die Rede ist von Myriador. Hisui Baldurfischs Entwicklung. Die brauchen wir hier. So, falls irgendwie alles schief gehen sollte, ganz kurz gucken. Ich will ja nachher noch ein paar legendäre Pokémon fangen. Tarnstein ist irgendwie ein bisschen doof. Nee, so stark sind die Pokémon jetzt auch nicht. Ich glaube, nehme ich Shelterra mit. Ja, komm. Und einfach nur, weil es gerade so passt, Empoleon noch. So. Okay, Freunde, hätten wir also unsere Pokémon. Ich hoffe, die Pokébälle reichen, wobei es ist relativ easy eigentlich, Pokémon zu fangen. Ich war schon wieder irgendwie zu weit abgedriftet. Weil ganz im Zeitpunkt hier, das ist sowieso der Witz an der Sache,
Hier sind wir bei Legend Arceus jetzt noch mit den Sidequests dran, um das Spiel abzuschließen, aber Pokémon Scarlet, Violet habe ich privat schon durchgespielt, also eins von beiden. Das alles nur für das scheiß Lurk-Event. Aber anderes Thema. Legende des Meeres, genau. So. Jetzt haben wir was im Minneshandeln, das im Buch Legende des Meeres erwähnt wird, das haben wir gemacht. Löse das Rätsel zum Legende des Meeres, mangels Pokémon, das Professor Levin gesehen hat. Ja dann. Rätsel ist gelöst, wir machen uns auf. Natürlich müssen wir ins Kobaltküstenland. Wenn ich jetzt nicht komplett verpeilt bin, was ich sonst öfters mal bin, dann müssten wir eigentlich erst einmal irgendwo hier durchschwimmen, hier vorne und nachher hier in die Meeresgrotte rein. Da waren wir auch schon mal. Okay, das heißt, ich weiß gar nicht, ob die irgendwie an erster Stelle sein müssen. Ich hoffe jetzt mal nicht. Jetzt trotzdem mal Darkrai an erster Stelle. Wobei, warum eigentlich? Wenn ich sie fangen will, macht das überhaupt gar keinen Sinn. So. So, Myridor, Mantieps, Bamelin. Speichern wir mal ganz kurz, man weiß nie. 30 Pokédex, okay, 12 fehlen noch insgesamt. Das wird aber generell kein problem sein. Also, Tiger muss erstmal da durchschwimmen. Muss mal Kopfhörer ein bisschen lauter stellen. Hört gut hin, Leute. Eigentlich müsste, wenn wir jetzt da durchschwimmen, gleich ein Sound vorkommen. Also ein Soundfall muss getriggert werden. Ja gut, ich habe nichts gehört. Weiß nicht, wie es bei euch war. Schon was, aber das ist nicht das, was ich eigentlich hören sollte. Nee, jetzt auch nicht. Okay. Vermutlich mache ich wieder irgendwas falsch. Gehen wir ganz kurz hier die Quest. Das habe ich hier verpasst. Hä? Huch, ich bin hier gerade. Falscher Ort, warte mal. Zu früh? Ich muss nachts hin, aber ist doch Nacht, oder? Oder spinne ich jetzt? Ich versuche mal so abends. Ja, nachzulassen, ja gut, ist jetzt ein bisschen doof, aber scheiß drauf. Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz hier gucke. Stilles Binnenmeer und so, ja, ja. Interessante Finger. Steht sonst aber hier jetzt auch nichts Besonderes. Gut, in meiner Meeresgrotte selber. Begriff sehe ich jetzt hier natürlich nicht, aber wir wissen eigentlich, was damit gemeint ist. Okay, ich versuch's nochmal. Ein Evening, wir sind im Abend, die sind nicht irgendwie Nacht oder so. Bin ich gerade auf dem Garados gelandet oder was? Das war doch hier.
Ah, jetzt. In der Ferne hörst du den Ruf eines Pokémon, das Geräusch eines bewegenden Felsens. Genau, ich glaube sogar jetzt markiert auf der Karte. Kann das... Nö, kann nicht sein. Ja, die Quest wurde aktualisiert, aber passiert ist jetzt irgendwie nichts. Naja. Wir wissen ja, dass wir jetzt zur Meeresgrotte gehen müssen. Da war ja die Rede von. Aber das ist nicht die hier gemeint, also das Ding hier, sondern da vorne war noch eine Höhle. Direkt hier, glaube ich sogar. Wo war die scheiß Höhle? War die hier? Hallo Meeresgrotte, wo bist du? Hier, glaube ich, wa? Ne, so Gezeitentunnel, scheiße. Bin ich gerade so doof oder tue ich jetzt nur so? Ich schwören können, wir waren ja schon mal irgendwie in so einer Grotte drin. Natürlich zufällig, ja, ist klar, aber ich glaube. Ich schwören können, wir waren ja schon mal. Kleine Meeresgrotte, also. Entschuldigung. Es war noch irgendwie hier, aber haben wir irgendwie doch vertan, okay. Da ist es, oder? Ja, das sieht schon vernünftig aus. Da sind sie, Freunde. Manaphy. Der Prinz des Meeres. Meinst du der Titel eines Pokémon-Films so? Okay, wir haben hier Fione. Aua. Einmal. Ich kann sagen, wir sollten echt ernsthaft gegen dich kämpfen? So, Pokéball fliegen und siegen und so, ja? Hey, habt ihr doch überrumpelt. Schweinerei aber auch. Versuch's nochmal, komm. Und die sind ziemlich schwach. Ich meine, wie sollen dagegen kämpfen? Oh, natürlich. Legendäre, mystische Pokémon. Mysteriöse Pokémon. Event-Pokémon, die waren immer scheiße. Bumiredo ist jetzt, sag jetzt mal, vom Level her eher in der Reichweite. Bis man ab so angrinst. Ist irgendwas Praktisches an Attacken, was nicht direkt umhauen wird? Ja, weil ich habe Angst, dass es Gift-Typ. Wobei, es gibt ja hier mehrere Fione, ich kann es riskieren. Oh, das ist aber ziemlich gut. Zum Schwächen. Wie der so aussieht. Haha, Unlicht-Typi. Schwein gehabt. So, jetzt aber komm, Tonnenball, los. Geht doch. So, das war Fione. Und wir noch den Vater. Sprich, Manaphy. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Manaphy schon rankomme. Wow. Wow.
Geh lieber so rein, komm. So, Manaphy ist 50, ja. Warum hast du Feenattacken drauf, Alter? Du bist gar keine Fee. Ich hat sowas. Das sind alle 3. Ups. Okay, muss die anderen 3 nachher, beziehungsweise die anderen 2 nachher ganz kurz killen. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch, dass ich direkt alle 3 getriggert habe. Das war nicht geplant. Ja, schön. Kann ich überhaupt Pokémon fangen, wenn ich... Das geht es nicht. Ich mache erst einmal... Komm, ich mache die erstmal platt. Bluber. Ist ja süß. Oha, das war schmerzhaft. Und das tut weh. So, Manaphy, jetzt sind wir dran, ne? Was kommt jetzt? Mondgewalt. Toll, ich brauche eigentlich Schildterra für den Schlafbruder. Das ist aber scheiße, ganz ehrlich. Ich kann mir jetzt ungern irgendwas riskieren, versteht ihr? Das ist... Und weißt du was? Ich nutze mal einen Top-Beleber, ich setze dir sowieso nie ein. So. Für den Fall, dass der Hyperball nicht reichen wird und ein paar Tonnen Bälle auch nicht. Von Manaphy noch mehr KP abzuziehen. Gut, offensiv stört mich jetzt hier weniger. Tempo Schlafpuder wäre cool, wenn du natürlich treffen würdest. Sag mal, Schildterra, was ist los mit dir? Brauchst du Zielwasser oder was? Konzentrier dich mal, Junge. Was ist los mit dir? Wieso triffst du nicht? Was ist das für eine Scheiße? 3-mal daneben mit Schlafpuder. Ich habe schon viel Lied oder sowas noch nie. Jetzt soll ich mit Mantirps angreifen, um Manaphy noch weiter zu schwächen. Das kann ja was werden. Es ist alles nur noch Kacke. Dass Schildterra es auch nicht ein einziges Mal geschafft hat, Manaphy einzuschläfen. Das schnalle ich bis jetzt noch nicht. Huch. Dann hole ich mal Miriador zurück. Vielleicht kann ich dann auch ein bisschen was machen. Einen Nassschweif, der eh nicht viel Schaden macht. Ja, mein 20 Level runter, aber es macht schon ordentlich Damage. Das Vieh darf es nicht unterschätzen. Ist auch ein Legi, war? Beziehungsweise ein mysteriöses Pokémon. Offiziell. Nerviges Pokémon, aber ganz vergessen. Wieso bist du jetzt wütend? Eigentlich sollte ich sauer sein. Kampf, ja gut. Dann machen wir mal Nassschweif oder Frostbeule. Nicht sehr effektiv, ja komm. Mach mal Frostbeule.
Ne, Ding ist nicht so gut. Macht ein bisschen mehr Damage. Machen wir ganz normale Frostbeule. Macht jetzt auch wenig Schaden. Ich dachte, wir vielleicht ein bisschen mehr machen. Was ein fucking Blugo macht so viel Damage. Was ist los hier? Ja, endlich mal. Ich dachte schon, es wäre geskriptet, dass es gar nicht einschläfern kann. Ja, geht doch. Hab schon angefangen, mir selber zu zweifeln. Da grinse ich, wa? Und ich grinse. So, Freunde, damit hätten wir die Quest gleich auch abgeschlossen. Und haben sogar noch ein bisschen Zeit übrig. Moment, so, jetzt aber. Ein bisschen Zeit übrig. Und ganz kurz das ganze Team heilen. Um noch ein Pokémon, ein legendäres Pokémon dieser Folge noch zu fangen, was ihr eigentlich schon mal gesehen haben, außer wenn ich gekillt habe. Die Rede ist natürlich von Shaymin. Aber erstmal das hier. Lauter Blut, dieses Pokémon hat ihr über die Ozeane. Merkenswerter alter Schmöker, nicht wahr? Legende des Mirrors abgeschlossen. Du bist cool, Mann. Check it out. Ja, bin ich weiß. Ich sehe, hast du 2 Pokémon gefangen. Bitte statt mir Bericht darüber. Yeah, Mann. Mann auf die Fione. Pokédex-Einträge sind nicht komplett, ist mir scheißegal. Aber ich bin näher dran, zu Arceus zu gelangen. Oh, aber 87 kann man so schlecht. Was willst du jetzt tun, wa? Was willst du tun? Ich muss darauf zurückkehren, weil ich muss ins erste Gebiet zurück. Wenn wir uns ja Shaymin noch ganz kurz holen wollen, oder ganz schnell holen wollen. So. Ja, ich bin vorsichtig, dankeschön. Das Pferde-Pokémon. Nee. Nicht das Pferde-Pokémon. Das Blumen-Pokémon. Holen wir uns jetzt. Dazu werde ich mal eben schnell die Quest hier aktivieren. Wo es ist, weiß ich ja. Ausruhen Pokémon. Erstmal Pokémon. Pokémon. So, ne, warte mal. Der gehört ja wieder hier unten hin. Gehört er zu den spezielleren Legis, wenn wir ehrlich sind. Der gute alte Darkkreis. So, dann die neue Box. Zack. So, Fione, Manaphy, hier ist Shaymin, hier Darkrai, perfekt. Und Arceus ist theoretisch hier. Rätsel Gibertina. Aber eigentlich ist er gerade der Pokémon, der müsste irgendwie, naja, könnte überall sein. Ach komm, jetzt was. Das Team spielt eigentlich keine Rolle. Nehmen wir ein Panferno mit, einfach nur, damit wir auch mal die Sinnoh-Starter nach dem Team haben. So, Shelterra, Empoleon, Panferno, passt doch wie aufs Auge. Die Items sind mir jetzt eigentlich egal, wir wissen eigentlich, wo wir hin müssen. Ich speichere trotzdem mal. 32. 10 Stück fehlen noch, gleich sind es nur noch 9. Die Überraschung willkommen. Das ist immer sicher. Also, wie bereits erwähnt, wir waren ja schon mal hier. Wo es damals leider verkackt haben und Shaymin aus Versehen gekillt habe. Hier vorne war es ursprünglich mal ein Sumpf, bis wir eben die Quest aktiviert haben mit Shaymin. Und ihr seht es wieder ziemlich ordentlich und grün aussieht. Und sobald man Shaymin gekillt hat, aber nachher wieder das Spiel neu startet, da sehen wir es bereits wieder, ist es schon bereits wieder da.
Mann. Was für eine... Geh aus dem Weg, Wampel. Dann passt ein Köder für dich. Honig, weil du so süß bist? Nein, jetzt schon wieder. Ui, ist doch stärker als erwartet. Heilige Scheiße. Mann, Shelterra, was ist los mit dir? Hä? Kannst bitte mal Zielwasser trinken? Hä? Geht das vielleicht? Oh, ja. Du weißt nicht mal in seiner Flugform. Kumpel, du kommst nie wieder ins Team, ist dir klar? Ist dir schon klar? Du musst es fangen, versuch es noch einmal. Boah, dieses Pokémon, hey, ganz ehrlich. Das ist so nervig. Vor allem, es haut immer wieder ab. Wenn es mal da bleiben würde, ja, wäre ein ganz anderes Thema, aber so. Nein, komm schon. Also, wir gehen mal ganz kurz raus, weil es geht nicht anders, um Schemin wieder zu triggern. Ich versuche es noch einmal, falls es nicht klappt, dann werden wir die nächste Folge direkt mit dem Fangen von Schemin beginnen. Das ist mir aber auch scheißegal, ganz ehrlich. So, alle wieder geheilt. Shelterra ist draußen, schön. Palim, Palim. In der nächsten Folge habe ich ja sowieso noch ein paar Dinge vor, weil jetzt geht es auch ein bisschen darum, alle Inkognito zu sammeln, die restlichen Geisterlichter für Kripphook und die restlichen Pokémon, vor allem diejenigen, die wir nur halt in den Raumzeigefüge finden können, wie die Porygon-Entwicklungsreihe zum Beispiel. Oder natürlich auch noch die Fossil-Pokémon, da fehlen mir noch 3 Stück. Wobei ich am Ende vermutlich aus Kogniton entwickeln werde, aber trotzdem sind es noch 3. Und dann sind wir eigentlich schon relativ gut durch, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Dann fehlen noch so 3, 4, aber sind halt zum Teil so Baby-Pokémon und so. Und solche, die findet man eigentlich schon, also da müssen wir uns nicht jetzt so viel Gedanken machen. So. Mal schauen, ob es mich so auch noch entdeckt. Wo ist hin? Das ist schon wieder verschwunden, aber einfach ohne... Hä? Haben wir jetzt gesehen? Ernsthaft jetzt? Und Schemin ist weg ohne irgendwelche Benachrichtigung. Ey, das Pokémon, das geht mir so auf den Geist, ganz ehrlich. Also, ja, dann machen wir es halt anders. Ich wollte eigentlich nächste Folge mit Inkognito-Reihe oder Dingsbums machen. Oder die Geisterlichter, jetzt muss man mal gucken. Dann machen wir Schemin einfach als letztes Pokémon, bevor es dann... Ja, irgendwie so muss ich es machen. Also, wir gucken mal, wie ich es nächste Folge mache, Freunde. Sicher ist, dass ich eben, wie bereits erwähnt, noch die restlichen Inkognito sammeln will. Das ist eigentlich nicht so schwierig, die zu markieren, sage ich jetzt mal. Weil klar ist, welche Formen ich bereits habe. Insofern weiß ich auch, welche mir noch fehlen. Dann markiert ihr einfach auf der Map und dann gehen wir die einfach alle ab, einfach alle suchen, fertig. Dann eben noch eine Folge mit allen Geisterlichtern für Kripphook. Das wird nerviger, kann ich jetzt schon mal sagen. Einfach aus dem Grund, weil ich halt nicht weiß, welche bereits gesammelt haben, welche nicht. Die muss man dann noch abgrasen. Und dann, ja eben noch eine Folge mit den restlichen Pokémon. 3, 4, die 4. wird sicher die mit Arceus sein. Vielleicht gibt es noch 5 insgesamt.
Wegen Shaymin noch und einem Pokémon im Raum Zeigefühl, das könnte sein. Aber ja gut, das sehen wir dann. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis nächstes Mal zu Pokémon Arceus und dann eben mal gucken. Weil das Pokémon dann schnappen. Shaymin wird es wohl nicht, sondern das Vieh hat ein bisschen auf den Nerven gehen, muss was anderes machen. Ja, eben könnte sein, dass wir uns um die Kognito kümmern. Oder ich habe Bock und gucke offscreen wegen Raumzeitgefüge. Irgendwo die Polygons finden. Naja, wir werden sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal zu Pokémon Legend Arceus beim endgültigen Schlussspurt. Nur noch komplettieren des Decks und dann Arceus und fertig. Oh Mann. Bis dahin, bye bye. PS, kurzer Nachtrag. Das Ganze haben wir doch nicht in Ruhe gelassen. Denn ich habe gerade beim Schneiden festgestellt, von wegen, Shelterra, du bist scheiße. Nein, Shelterra ist nicht scheiße. Der Schlafbruder wirkt natürlich nicht bei Shaymin, weil es auch ein Pflanzen-Pokémon ist. Ich hätte Magneso mit Donnerwelle mitnehmen müssen. Menschenskind. So, ist mir gerade hier aufgefallen, dass ich gerade im selben Feld normal gemacht habe. Ein paar Fernumkampf, ein paar Tempohiebe gemacht und jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt mal drin bleibt. Ist ja schon im roten Bereich und so, könnte ja klappen. Nein, warum soll's auch? Ist doch recht stark, das Scheißviech. Und ziemlich nervig, dass man ganz kurz erlauben darf. Und steht direkt hinter ihm und zack. Der Ton spielt gerade auch. Ah, das ist schwieriger fangen als Manaphy. Hallo. Shaymin. Bleib drin. Du willst in meiner Box landen. Auf meiner Pokémon Farm, das weiß ich. Du weißt es auch. Alter, wenn Shaymin ist noch störrisch, was soll denn erst mit Ding machen? Mit dem guten Arceus. So, komm schon, will die Folge beenden. Das nervigste aller Pokémon. Es ist unglaublich. Wird wütend, wird wütend. Gut, Manaphy wurde auch wütend und nachher... Also irgendwie nachher einfacher fangen lassen? Ist eh der letzte Versuch. Von dem her... Und nur damit ich es erwähnt habe, eben einmal erwähnt, der Fehler lag nicht bei Shelterra, lag bei mir. Schlafbruder bei Pflanz-Pokémon funktioniert nicht. Nein, ist ja jetzt auch egal. Also Leute, danke fürs Zusehen. Also wirklich bis zum nächsten Mal. Wir schnappen es uns schon noch, keine Sorge. Machen ein besseres Team und dann wird das schon. Und viel mehr Pokébälle kaufen. Naja. Bis dahin, bye bye.